Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es nun soweit und Samus kehrt endlich zurück. Und zwar mit dem Remake vom ursprünglichen zweiten Teil hier bei Metroid Samus Returns. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Let's Play, zu meinem ersten Metroid Let's Play überhaupt. Aber sei es nicht, dass ich unbedingt irgendwie Newbie bin, also sprich irgendwie neu bin hier mit der Metroid Saga. Im Gegenteil, aber dazu alles gleich noch. Das Spiel ist dann wurde erstellt, das klingt soweit ganz gut. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Im Jahre 20x5 kosmischer Zeitrechnung. Ein Forschungsteam der Galaktischen Föderation entdeckte eine unbekannte Lebensform auf dem Planeten SR388. Es gelang ihnen zwar, ein lebendes Exemplar der Spezies in ihren Besitz zu bringen, allerdings wurde ihr Forschungsschiff auf der Heimreise von Weltraumpiraten angegriffen. Dieser Angriff erfolgte nicht zufällig. Die Weltraumpiraten hatten es auf die seltsamen Organismen, Metroids genannt, abgesehen. Mit Hilfe nachgezüchteter Metroids und deren einzigartiger Fähigkeit, Energie jedweder Lebewesen absorbieren zu können, wollten sie die gesamte Galaxie unterjochen. Um dieser Bedrohung zu begegnen, schickte die Galaktische Föderation eine einzelne Kopfgeldjägerin los, die die Basis der Weltraumpiraten auf dem Planeten Zebes infiltrieren sollte. Alle Widrigkeiten zum Trotz löschte Samus Aran die Metroids auf Zebes aus und besiegte Mother Brain, die Anführerin der Weltraumpiraten. So wurden deren finsteren Pläne vereitelt, zumindest vorerst. Beunruhigt durch diese Entwicklung und die Gefahr, die immer noch von der Metroid-Lebensform ausging, leitete die Galaktische Föderation Planungen für eine weitere Expedition zu SR388 in die Wege. Ein Sondertrupp aus Elitekämpfern der Föderationspolizei wurde zur Untersuchung der Situation entsandt. Der Kontakt brach kurz danach ab, allerdings konnten zuvor noch Daten ans Hauptquartier übertragen werden. Die Analysedaten wies die Präsenz von Metroids im Inneren des Planeten SR388 nach. Solange sie existierten, stellten diese Metroids eine enorme Bedrohung für die gesamte Galaxie dar. Die resultierende Entscheidung des Rats der Galaktischen Föderation erfolgte direkt und einstimmig. Samus Aran, du musst die Metroids ein für alle Mal unschädlich machen. Tja, und da sind wir und können auch endlich Samus Aran steuern. So, mal ganz kurz die Steuerung gucken. Ist so eigentlich alles, wie ich es noch erwartet habe. Ja, mehr oder weniger. Samus Returns, das Remake zum ursprünglichen zweiten Teil Metroid 2, The Return of Samus. Damals für den Game Boy, noch schwarz-weiß alles. Und ich habe irgendwie das zweite Metroid, ich habe es damals auf der Wii U gespielt, Virtual Konsole. Ich habe es irgendwie ein bisschen schwierig in Erinnerung, wenn er sein soll. Also schwierig. In Anführungszeichen schwierig, vielleicht ein bisschen langwieriger. Der Ansprung klappt auch. Steuerung, alles klar. Sehr lustig, wir sollen da hochkommen. Bin natürlich gespannt, was sich hier so alles neu zugetragen hat. Hört man eigentlich relativ viel neu hier sein im zweiten Teil, sprich im Remake, im Gegensatz zum Original damals. Und es einiges verändert haben, steuerungsmäßig, animationstechnisch. Logisch, mein Game Boy und Nintendo 3, das ist schon einige Generationen her. Okay, da geht es auch mal weiter, kommen wir da auch noch hoch. Hopp. Das müsste eigentlich gehen. Nee. Geht nicht. Und noch nicht. So, mal gucken. So schieße ich also. Okay, kann ich irgendwie... Ich habe schon irgendwie die Möglichkeit zum
Da sind die Missiles. Ah, okay. Er muss ein bisschen... Was? Laser? Einfach zum... Ja. Nur zum genauen Ballon. Morphball. Wie geht der Morphball hier schon wieder? Auch ein bisschen unterschiedlich, immer jeweils ein bisschen. Steuerkreuz, da kann ich nichts machen, wa? Da, die Serie, ja, ja, okay. Steuer, Zielen zumindest geht schon mal, das ist doch sehr schön. Ah, warte mal. Warte mal, was ist nur für ein Vieh? Ein bisschen Energie. Boom, boom, boom. Okay, dachte mir schon, Morphball gibt es ungefähr später. R gedrückt halten und Y für... Okay. Fassungsmodus zu wechseln. Das brauche ich, damit ich da hochkomme. Ah, sehr schön. Steuerungsmäßig kann ich jetzt schon mal sagen, um einiges besser als noch damals bei Metroid 2. Im Original halt. Ja, wir haben gerade die Geschichte noch gehört im Intro und das heißt für mich eigentlich so viel wie. Das bin ich gar nicht mehr so sicher gewesen, weil die Metroid-Teile timeline-mäßig immer ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe bisher selbst Metroid Zero Mission und dann eben mal Metroid 2 damals gezockt, auch wenn es schon eine Weile her ist. Hallo, kann man da irgendwie hoch oder was? Offenbar nicht. Da geht der Wallensprung, aber da geht er nicht. Hä? Haben wir es verpasst oder so? Dann, was haben wir noch gezockt? Metroid Prime 1, genau, Metroid Fusion, Metroid Other M, Super Metroid, das sind so die Dinge, die ich bisher mal selber schon gezockt habe. Hä, aber wie kommen wir jetzt da hoch? Supersprung geht ja nicht oder so. Da hab ich den irgendwie? Ah! Was hat das gemacht? Keine Ahnung, aber es ging. Wow! Das ist aber relativ viel ausgehalten. Kommen wir hier hin? Was? Das ist eine schöne Verarsche. Moment, der hat es doch gerade. Genau, was noch erwähnt, genau, storymäßig. Und eigentlich ist es ja so, dass, wir haben gerade die Geschichte gehört, Metroid 2 spielt eigentlich nach Metroid 1, beziehungsweise jetzt halt hier Metroid Samus Returns müsste dementsprechend nach Metroid Zero Mission spielen. Da kommt nicht mehr hoch. Hä? Wir haben das vorher gemacht? Da kann es wohl noch nicht sein. Da ist nur zu Zielen. Darum kann es auch nicht klingen, dass er den noch machen muss. Quasi ein Uppercut. Hä, bin ich jetzt doof? Offenbar schon. Da müssen die Knöpfe hämmern, bringt natürlich auch nichts. Da kann ich eh nur einmal hoch, da kann ich nicht abspringen. Hä? Lustig. Lustig, lustig, lustig. Nee, natürlich nicht lustig. Ernsthaft jetzt? Tatsächlich. Hä? Okay, man merkt schon, man kann auch zu viel klicken. Und dann passiert eben sowas. Okay. Was ist jetzt mit dem Viech? Okay, muss natürlich erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Da ist was in die Missiles. Ist das denn... Ja, offenbar schon nötig. So. Moment. So. Und zack. Ah, doch, es klappt wieder. Einigermaßen. Ich damals der Anfang von Metroid... Ja, ich habe irgendwie das Original Metroid 2 auch ein bisschen eintönig in Erinnerung, ganz ehrlich. Gerade noch die Missionen, vor allem mit den Metroids und so, aber... Aua. Das war halt trotzdem, ja... Die ganze Landschaft und so ein bisschen eintönig. Also man hat relativ schnell Lust verloren, wenn man richtig daran zurückerinnere.
Ich habe es ja, glaube ich, damals durchgespielt, aber... Ich bin sehr begeistert. Pariere gegnerische Angriff mit einem Mini-Konter. Kurz bevor sie dich treffen. Nach geglücktem Parieren zielst du automatisch. Drücke jetzt X, um einen Mini-Konter auszuführen. Okay. Mini-Konter auszuführen. Ja, ich frage mich nur, ob das wirklich etwas ist, was ich so gut kann. Komm ich nochmal. Ja, doch. Scheint jetzt nicht so schwierig zu sein. Die Mini-Konten. Richtig erinnern, das ist etwas Neues, oder? Also kann man sich erinnern, dass... Obwohl, es gab, glaube ich, etwas Ähnliches beim Metroid ADM, aber ansonsten... Kann ich mir jetzt nicht so daran erinnern. Ja, ansonsten, Metroid, aber gerade mal so richtig erinnere, ist, glaube ich, auch mein erstes Shooter-Spiel, also jetzt Let's Player. So, ein bisschen aufpassen mit dem Konter noch. Obwohl ist Metroid ein richtiger Shooter, es ist ja eigentlich, es ist eine Kombination aus Shooter, aber auch ein bisschen Action-Adventure. Also, ja, es ist schwierig zu differenzieren. Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt Shooter, so richtig irgendwie Shooter in Erinnerung habe oder mir vorstelle. Ich kann den Mini-Konter schon relativ früh einsetzen. So. Klappt doch relativ gut. Jetzt noch. Man kennt mich ja und weiß, ja, sieht am Anfang immer cool aus oder so zwischenzeitlich, aber dann auch wieder nicht. Das ist sicher so ein Geheimnis, weil ja, Metroid-Spiele sind immer davon, ja, zeigen sich dadurch aus, dass sie halt immer wieder so versteckte Energiecontainer oder Bomben-Upgrades, generell Upgrades und mehr Missiles-Container und so weiter und so fort haben. Die man ja im Prinzip vielleicht sogar zu Beginn des Spiels wie jetzt schon erreichen könnte. Theoretisch, aber dann fehlt einem halt noch ein bisschen das Equipment. Zum Beispiel der Morphball, den ich ein bisschen vermisse. Au! Okay, das war mein Fehler. Nein! So eine Plattform. Der konnte aber auch nicht schlecht. So, hier kommen wir also automatisch runter. Jo! Aber ich muss irgendwie auch sagen, Shooter-Spiele haben irgendwie auch ein bisschen etwas Entspannendes, wenn man so ein bisschen ja, sag jetzt mal, vor allem 2D-Shooter, weil man ein bisschen rumreisen kann oder rumlaufen kann, oder eher reisen ist ein bisschen übertrieben, so ein bisschen umgucken kann. Wo finde ich diese, wo finde ich jenes? Da komme ich noch nicht hin, verdammt. So, da oben aber auch noch etwas. Ganz links hier, was kann ich hier noch machen? Munitionvorschläge aufgeladen. Ah, sehr schön. So, kaum Missiles gebraucht bisher, von dem her. Lass mich raten, die roten sind für Missiles. Bingo. Jetzt normal. Jo, normal. Ah, die uralten Choso-Statuen, bin ich halt erschrocken, ey. Hat auch ein bisschen mit der Geschichte von Samus zu tun. So geht's. Ich schätze mal, kriege ich den Morphball, oder? Kann das sein? Ah. Ich glaube, der Sound ist noch der gleiche wie damals bei Metroid 2. Cool. Der kompakte Morphball erlaubt das Passieren einiger Stellen in der Hocke nach unten drücken, um zu morphen. Aktivieren durch Berühren der Kante auf dem Touchscreen. Geht das vielleicht auch ein bisschen anders? Ah, okay. Geht auch so. Aber zweimal runter. Ist so farblich plötzlich der Morphball, war. So, ich kann schon mal jetzt sagen, Leute, ich werde ziemlich sicher Metroid Samus Returns nicht zu 100% jetzt playen. Wäre vielleicht ein cooler Einstieg und so, weil es ja auch jetzt mein erstes Metroid-Spiel ist. Anzahl Missiles plus 3, dankeschön. Andererseits muss man sagen, es wäre zwar von dem her noch ganz schön und so, aber ja, es ist halt immer so, es kommt drauf an. Wenn es länger Zeit dauert, mache ich es ziemlich so. Ja, gut.
Wenn es längere Zeit dauern würde, alles zu kriegen, oder? Dann mache ich es vermutlich nicht. Vielleicht, dann aber schon. Es ist, glaube ich, ein bisschen ein Unterschied. Ich glaube, das mit den 100% Runs und so, weil je nachdem kriegen wir auch ein anderes Ende vom Spiel zu sehen. Das mit dem 100% Ende, wenn ich mich richtig erinnere, gab es das in Anfangs-Metroids noch nicht. Das heißt, so Metroid 1, Metroid 2 gab es das noch nicht. Vielleicht hat es mittlerweile haben wir das angepasst und so, das kann natürlich sein. Aua! Ja, vielleicht haben wir das mittlerweile angepasst, wie bereits erwähnt, und dass man halt, je nachdem, wie weit man im Spiel kommt, war. Da kommen wir nicht mehr hoch, super. Muss später machen, gut. Je nachdem, wie viel man halt im Spiel einsammelt und so, eben halt der 100%-Marke nahe ist, dass man halt ein anderes Ende sehen würde. Und 100% ist natürlich immer cool, wenn man das erreichen kann. Aber ich will mich jetzt nicht darauf fokussieren. Mein Ziel ist eigentlich echt mal einfach mal das Spiel durchzuspielen und Spaß daran zu haben. Und dementsprechend, wenn es natürlich euch auch gefällt, so wird man natürlich gern mehrere Metroid-Spiele zocken. Ja, eigentlich würde ich da sowieso, ganz kurz. Eigentlich, wenn ich schon dabei bin, mein Thema. Wenn ich schon Metroid 2 zocke, also Remake halt, wird es natürlich auch Samus, man natürlich Zero Mission anbieten, ursprünglich der erste Teil und die Prime-Reihe sowieso. Ich will eigentlich mit Kai dann bei Gelegenheit, sprich Lord Kai, 1102 will ich bei Gelegenheit noch Metroid Prime 2 zusammenspielen und Prime 3 vielleicht auch noch. Speichern? Ja, den können wir ruhig machen. Metroid Fusion natürlich auch noch so ein Ding. Super Metroid, weil ich es sehr, sehr geil finde. Und auch damals auf der Wii U auch 100% durchgespielt habe. Metroid ADM fand ich damals auch eigentlich ganz cool mit den Neuerungen, habe ich aber leider nie ganz durchgespielt, auch storymäßig nicht. Und ich will natürlich auch jetzt gerne mal Let's Playen noch. Vor allem gibt es bald noch Metroid Prime 4 und so. Es gibt noch viel zu sehen hier. Im Metroid-Universum. Chozo-Altar? Das kenne ich jetzt aber so nicht mehr vom Original. Ich habe Angst. Ja, nun mal soll er tun. Haben wir da durchgehen? Das heißt wohl, ein Upgrade habe ich gefunden war. Was? So viele Upgrades fehlen noch? Ach du Scheiße. Hey, damals Metroid 2 gab es niemals so viele Upgrades. Moment mal. Was? So geht doch. Wurfballmäßig. Ich würde sagen, festhalten, Wurfball und weiter geht's. Das geht nicht. Aua! So viel Scheißvieh. Das sieht aber ziemlich cool aus. Ich hab Angst. Ich kann uns kennen. Wie geil. Also wird Aeon-kompatibel gemacht. Yo, Mann. Aeon, oder keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll, ermöglicht den Einsatz von Spezialfähigkeiten wie den Scan-Impuls. Von besiegten Gegnern hinterlassene Aeon-Sphären füllen Aeon-Vorräte auf. Alles Aeon oder was? Scan-Impuls verwendet Aeon, um ein Gebiet zu scannen. Tykanabschnitte und zerstörbare Objekte. Ausrüsten mit Dück, ausgerüstet Scan-Impuls mit A aktivieren. Okay, okay. Auf Reisen des Impulses. Ganz kurz gucken, habe ich es denn jetzt schon ausgerüstet? Ja, schon unten noch die Anzahl der Metroids ist. Wow, 40 Metroids fehlen also noch. Schon mehrere Schüsse. Jo. Okay. Aeon-Kräfte.
Ja, das schon. Okay, aber irgendwie ein Wert sinkt nicht, wa? Also kann eigentlich theoretisch immer... Ah. Geht automatisch weg, okay. Für mir soll noch etwas sein. Ja, die Karte bleibt aktiv, sehr schön. So, wie man hier sehr schön sieht. Wow, wieso kann das plötzlich mal springen? Wow! Aua! Mann, ich kann den Sprung nicht ausführen, geht ja nicht. So. So geht's dann aber doch, Mann. Missile-Container erhalten. Sehr schön. So, dann sieht man schön auf der Karte. Hier haben wir soweit alles. Ja, mal gucken. Genau, mit den Eon-Dingern geht es vielleicht ein bisschen schneller. Oder ein bisschen einfacher, vor allem alles zu finden. Dann vielleicht auch 100%. Ich muss mal schauen. Das kann ich noch nicht sagen, ist noch zu früh dafür. Auf da. Metroids, wie habe ich euch nicht vermisst? Also, Spiel schon und Metroid selber nicht. Natürlich Namensgeber und so weiter, aber die Viecher können schon ziemlich nervig sein. Der ist für Energie auffüllen, okay. Jo, das wird lustig, Leute. Oh, aber bin ich jetzt da echt... Da muss noch irgendwie ein Item. Da komme ich wohl so nicht mehr ran. Das habe ich wohl mir also mit dem Doppelsprung. Doppelsprung später noch, war. Okay, mein Fehler. Das kann ja sehr lustig werden gegen die. Aber als ob das gegen die Metroids da funktioniert. So, geht's einmal weiter. Upp, upp. Hey, du da oben! Hallo! Ist noch einer? Was bist du für ein hässliches Teil? Nee, der will noch nicht, wa? Also muss ich das Metroid hier finden. Okay, das ist der erste Part, deswegen kann ich jetzt so ein bisschen länger machen. Kuckuck! Verarschen, hier bin ich. Versuch's nochmal, komm. Mann! Scheißvieh. So, aua. Das ist relativ lange verwirrt, wa? Da bin ich doch mal ganz geil. So, erst Metroid bereits platt machen. Im ersten Part noch. Es wäre eine Option. Oder sterbe gleich. Habe ich irgendeine Autosave-Funktion? Ich glaube nicht, wa? Okay. Okay, ja, das Spiel wusste schon, dass er danach fragen würde.
Da unten ist ein Metroid, ich habe ein bisschen Schiss. Ja, das erste Metroid ist immer ein bisschen speziell. Oh. Sprung funktioniert noch nicht, wa? Aua! Das finde ich doch sehr geil, weil ich glaube, den Metroids brauche ich sowieso die Missiles. Wenn ich mich richtig erinnere, geht alles andere an den Scheißviecher nicht. Die Musik ist cool. So, einmal speichern. Ich bin wieder voll drin, Mann. Ist das geil, hey. Hier bei Metroid Samus Returns. So, okay. Ernsthaft? Okay. Jo, der Kampf beginnen! Was? Och nö. Oh nein, ein Alpha Metroid. Ey, da abhauen, das zählt nicht. Aua. Aha. Er macht den Scheiß. Sag mal. Das war ja sehr leicht. Oder? Das war doch ein Alpha Metroid. Ach, das sind die Metroid, das sind gar nicht meine Upgrades. Ja, gut zu wissen. Ja, Metroids entwickelt sich doch irgendwie so von wegen normale Metroids, dann Alpha Metroids, Beta, Zeta und dann glaube Omega, oder? Ich glaube so war das. Wenn ich mich richtig erinnere. So wie gesagt schon eine Weile her. Das war geil, Mann. Munition vollständig aufgeladen. Ja, ich würde gerne wieder mal Upgrade machen und so. Upgrade natürlich, einen Impuls starten. Hä? Noch genug Eon. Ah, jetzt. Wow, ist er sehr versteckt. Energietank. So. So eins, okay, da ist wieder so ein Viech. Ja, den Konter finde ich sehr geil. Ja, den kann man ruhig drin lassen, in künftigen Metroid spielen. Aua! Das ist nicht ein Scheißvieh. Komm her, Mann! Sag mal. Aua! So, der Part ist gleich vorbei, Freunde. Ich will nur ganz kurz hier das Gebiet noch eigentlich erkunden. Was war das gerade? Ist ein Scheißviech oder was? Stirb. Okay, da klappt's noch nicht. Nichts Besonderes hier, war. Dann haben wir nur von der anderen Seite wieder hoch, oder runter, drüber, wie auch immer. Will ich eigentlich nicht hin oder noch nicht? Das käme dann für Alter, dann für alle vier wieder zurück. Tschüss! Oh, scheiße. Ah, Mann! Ja, komm. So. Das wollte ich eigentlich für das Upgrade. Und dann sind wieder ein paar Missiles. Wenn es eigentlich so gut vorwärts geht, kann man vielleicht das Spiel doch zu 100% durchspielen. Option! Besser Wert. Noch ein Upgrade. Ich krieg den Startspiel und das alles in der ersten Folge. Alter, bin ich gut. Ah, sorry, aber solange ich nicht mehr Metroid gezockt habe, stelle ich mich besser, als ich erwartet hatte. Hält sich auf und senkt starke Körperenergie frei und dann Schatz gedrückt zum Aufladen, lossagen Y, okay. Startspiel! Also.
Was machst du jetzt hier? Aufheilen, so. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Jetzt natürlich die Frage, was sind hier Charge-Tore, wa? Kann man auf die Viecher hier. Ne, nein! Ah, Samus macht keinen Quatsch. Aua! Mann! Der ist wohl gemein da oben. Ich will wohl verarschen. Komm runter jetzt da. Meine Güte. Ah ne, der geht ja eben nicht. Geht das? Jo, das geht, cool. Ich würde gerne heilen und sonst noch relativ viel. Also mal zurück in die Mitte. Ja, ich überlege gerade, wo ich ein Paar beenden soll, wenn der Renner sein soll. Die Musik ist anders. Das finde ich jetzt nicht cool, die Musik ist anders. Warum? Ich würde sagen, wir erfahren das in der nächsten Folge. Wisst ihr was, immer anders. Musik ist echt anders. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz links entlang, weil jetzt, wo wir schon mal die Karte offen haben, glaube ich, ist das gar keine so schlechte Idee. Links entlang bedeutet, ich will mir noch das Goodie da unten holen. Da ist irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein Energiecontainer oder so in der Art oder ein paar Missiles. Dann haben wir dann eine grüne Tür, vielleicht kriege ich die ja mit dem auch auf. Oder geht der erst, keine Ahnung, was sagen grüne Türen schon wieder? Ich weiß nicht mehr. Wir werden es sehen. Bis dahin, danke fürs Zusehen, Freunde. Und ja, wir sehen uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Hoffe, ihr habt Spaß daran am Metroid Samus Returns Projekt. Ihr seht ja, wie schnell ich jetzt zum ersten Part schon vorwärts gekommen bin. Ich glaube nicht, dass es ein langes Projekt werden wird. Zumal ich Samus, Return of Samus und damals, also das Original Metroid 2 nicht so lange in Erinnerung habe. Aber wir sehen sie dann. Bis dahin, ciao zusammen.